Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, es wird ein bisschen leiser heute werden. Meine Stimme, ich bin halt down. Machen wir es kurz. Nichtsdestotrotz wollte ich wenigstens die Reaction zur PK machen, was mich halt auch interessiert. Taktikfuchs werde ich mir schenken. Die Mannschaft stellt sich eh fast von selber auf mit den ganzen Verletzten. Ja, von daher kurz und schmerzlos. Gehen wir rein. Ich hoffe, heute kriegen sie es mal technisch hin. Ja, herzlich willkommen zum letzten Spieltag in der UEFA Champions League 2024. Der Gegner des FC Bayern heißt Schachtyor Donezk, denn die Ukrainer werden ihr Auswärtsspiel hier auf Schalke in der Arena abhalten gegen den FC Bayern. Willkommen am Tag davor zur Pressekonferenz. Zunächst mit Also das Echo kommt nicht von mir, ne? Das ist ja gesagt. Konrad Laimer. Conny, servus. Schön, dass du dabei bist und schön, dass ihr alle da seid. Bitte fangen wir an mit der ersten Frage, wie immer signalisiert mit Handzeichen. Ja, Felix Fischer für Sky, bitte. Servus Conny. Ihr habt gerade einige Ausfälle zu beklagen. Wie siehst du grundsätzlich das Thema Belastung aktuell? Ihr habt viele Spiele in einem kurzen Zeitraum. Wie siehst du die Sache? Generell ist im Fußball einfach... Naja, also wir haben diese Belastung ja jedes Jahr. Ja, wir haben jedes Jahr diese Belastung mit alle 3 Tage. Ich habe es ja schon mal gesagt, diese Länderspiele, das ist der Hebel, wo man ansetzen muss. Macht die nach der Saison, anstatt mitten in der Saison, dann kann man die Belastung ein bisschen besser steuern. Auch wenn es dann die gleiche Anzahl Spiele ist für viele Spieler. Aber du hast halt nicht immer diese Reisestrapazen und alles drum und dran mittendrin. Ne? Also ich glaube, das wäre schon mal ein guter Ansatz. Vor allen Dingen, weil dann auch die Spieler, die nicht bei der Nationalmannschaft sind, einfach ein paar Wochen mehr frei haben, was sie so halt nicht haben. Aber ja, mal gucken, was der Conny erzählt. Kommt immer das Thema gerade hoch mit Belastung, viele Spiele, alles drumherum und ich glaube, dementsprechend gibt es einfach einen großen, guten Kader, den wir hier haben bei Bayern. Schlussendlich muss einfach jeder schauen, seine Sachen machen, dass er einfach so gut wie möglich einfach fit bleibt und das am besten einfach runterkriegt. Ich glaube, da gibt es keine Wunderdinge. Es wird immer Verletzungen geben im Fußball, egal wie viele Spiele das gibt. Und am Ende ist auch jeder Spieler ein bisschen selber verantwortlich, was er macht, wie er seinen Körper pflegt, wie er regeneriert, um am Ende einfach jeder Spieler am besten zu spielen. Dankeschön. Gleich daneben, Mikrofon bitte Manuel Bunke für TZ und Merkur. Ja. Conny, servus. Conny, sorry, Blackout. Soll ich? Ja, mach du schnell. Okay, Stefan Kumberger übernimmt. Conny, bei dir muss man ja immer über deine Rolle sprechen. Ich habe dich jetzt in den letzten Spielen als Rechtsverteidiger sehr gut gesehen. Was sagst du, bist du mittlerweile... Junge, Alter, dann hast du irgendwann anders gesehen wie viele andere Menschen. Nach vorne hin, ja, stimme ich zu. Ja, hat er wirklich gut gegen den Ball. Aber defensiv, nicht weil er das Tor verschuldet hat in Dortmund. Guckt euch mal an, jede Flanke über die rechte Seite. Wann verhindert Conny Laimer mal eine Flanke, Alter? Das kannst du rot anstreichen. Weiß ich nicht. Wenn das der Anspruch eines Rechtsverteidigers ist, dann wild. Rechtsverteidiger, der auch Mittelfeld spielen kann oder Mittelfeldspieler, der rechts aushilft? Eigentlich habe ich noch nie gehört, diese Formulierung, Rechtsverteidiger, der auch im Mittelfeld spielen kann. Ja, vielleicht, keine Ahnung, ist immer schwierig. Ich sage ja immer, ist immer dieses blöde Geschwafel da, ja, mir ist egal, wo ich spiele, Hauptsache ich spiele und so ungefähr, so ist es auch irgendwo bei mir so, aber ich habe auch immer gesagt, so am wohlsten fühle ich mich im Mittelfeld, da habe ich am öftesten gespielt, da habe ich meine besten Abläufe, ich glaube, da kann ich auch meine Qualitäten Ja, stimme ich 100% zu, Alter. Ich weiß auch nicht, warum dann Goretzka rumgelaufen ist die letzten Wochen und nicht in Conny Laimer. Mannschaft am besten geben, so einfach jede Mannschaft besser machen und so fühle ich mich auch am wohlsten. Aber es macht mir auch gerade sehr viel Spaß, Rechtsverteidiger hier zu spielen, weil ich glaube, die Position, wie ich die dann auch interpretieren kann und soll, wie wir das wollen, kann mir sehr gut mein Spielziel einfach helfen, sage ich jetzt mal. So kann ich der Mannschaft helfen, so macht es mir Spaß, am Platz zu stehen. Und ja, am Ende schließe ich das Ganze ab. Mir ist egal, wo ich spiele, Hauptsache ich spiele, dann habt ihr alles gehört. Ja, was soll er auch sonst sagen? Ne? Klar ist er froh, dass er spielt in dieser Mannschaft.
Wenn der Trainer sagt, ich sehe dich als Rechtsverteidiger, ja, dann ist das so. Ja. Dann jetzt aber bitte Emanuel Bunke. Probieren wir es nochmal. Conny, wie gefällt dir denn das neue Format generell jetzt Champions League? Ein paar Spieltage gespielt, man weiß eigentlich noch nicht, kommt ihr unter die ersten 8, geht es in die Playoffs. Generell findest du spannend, findest du es aufregend oder alles wie immer? Da ist auf jeden Fall anders. Ich finde es ehrlicherweise auch irgendwie spannend, muss ich sagen, weil jetzt ist das erste Jahr, man weiß noch nicht so recht, was braucht man. Da hat man irgend so einen Supercomputer ausgerechnet, so viele Punkte brauchst du für die Top 8, so viel für die Top 24, glaube ich, sind es am Ende. Irgendwie finde ich es interessant, weil ich glaube, es kann irgendwie länger spannend bleiben, auch für einen Zuschauer jetzt draußen, weil egal wann du spielst, egal welchen Spieltag du hast, es kann irgendwie spannend sein, weil es noch irgendwie um die Top 8 geht oder um die Playoff-Plätze oder für den geht es noch um was anderes. Also irgendwie im ersten Moment finde ich es cool und jetzt lasse ich das Ganze mal auf mich wirken, wie es die nächsten Jahre ist, aber im Großen und Ganzen kann ich mich damit anfreunden. Ja, sehe ich genauso. Ja, es ist interessanter, wenn man auch gegen 8 verschiedene Mannschaften spielt. Das ist interessanter wie dieses Hin- und Rückspiel-Gedöns, damit es mit Vierergruppen, also wo du 3 Gegner hast. Ist das schon interessanter, ob ich da, ja, dieses Tabellenformat, weiß ich auch noch nicht. Ich hätte es halt irgendwie cooler gefunden, wenn du halt einfach 4 Gruppen machst, 8 Mannschaften und spielst gegen jede Mannschaft einmal und wäre gut gewesen. Ne? Und dann hast du 4 Tabellen, die auch wirklich was aussagen. So bist du jetzt in Tabellen, wo ein Tabellenerster ist, gegen den du gar nicht spielst, oder wo die ersten 3, 4, 5 sind, gegen die du gar nicht gespielt hast. Was sagt das aus, so, weißt du? Das hätte ich ein bisschen besser gefunden. Aber gut, so ist es, wie es ist. Und damit müssen wir klarkommen. Wieder eins daneben, Michael Schröer für die Bild-Zeitung. Hi Conny, wenn man deine Social-Media-Aktivitäten verfolgt, dann sieht man, dass du bald Vater wirst. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Danke. Und wie sieht es mit der Vorfreude bei dir aus? Und natürlich auch solche Auswärtsreisen, Mainz am Wochenende und auch jetzt Gelsenkirchen. Gibt es da einen gewissen Notfallplan, wenn es doch schon früher soweit sein sollte? Auf jeden Fall ist die Vorfreude sehr groß. Und ich glaube, das ist bei jedem so, der was das irgendwie miterleben darf, dass das einfach was sehr Spezielles ist und auf das freue ich mich riesig. Und ich werde mal darüber reden. Ich glaube, es ist nicht schlecht, so einen Notfallplan zu haben, aber ich bin jetzt eigentlich im Moment sehr entspannt. Meine Frau ist sehr entspannt, der geht's gut, das ist sehr wichtig. Und falls es früher losgehen wird oder sollte, glaube ich, komme ich irgendwie sicher mit irgendeinem Auto in die Heimat, dass ich da auch dabei sein kann. Dann in der Mitte rechts Alex Schlüter für Amazon Prime. Servus Conny, ich habe eine Frage zu einem deiner Mitspieler, der gut und gerne im Mittelfeld spielt, Jamal Musiala. Wir haben uns jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnt, was er für Dinge tut. Du hast ihn mittlerweile einige Zeit auch im Training erleben können. Würdest du sagen, dass er sich nochmal weiterentwickelt hat und wenn ja, in welchen Bereichen? Alter, ich weiß nicht, was solche Fragen, ich meine, gut, der Trainer beantwortet diese Fragen nicht. Ja, wissen wir. Was soll jetzt ein Conny Leimer dazu sagen, außer irgendwelche Standardphrasen? Also ist er jetzt unser Trainer, der andere Spieler beurteilt oder, also weiß ich nicht, Leute. Erstens ist er ein unglaublicher Spieler im Mittelfeld und ich glaube, er entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Er ist erstens noch so jung, er hat noch so viel vor sich und zweitens macht er es jetzt schon so überragend und er wächst da in der Rolle rein. Ich glaube, mit dem Talent, was er hat, mit der Persönlichkeit, die er hat, die will er auch haben und da fühlt er sich auch wohl und ich sehe da kein Limit für ihn nach oben. Also für ihn stehen da alle Wege offen. Er hilft uns als Mannschaft unfassbar mit seinen Qualitäten, er geht da voran und ich glaube, genau in so einer Phase ist er gerade und es macht erstens sehr viel Spaß mit ihm zu trainieren, weil da kommt man auch selber so ein bisschen seine Limits in so ein 1-gegen-1 Dribbling, weil ich glaube, ich habe noch gar keinen besseren gesehen oder konnte oder durfte noch gar keinen besseren spielen, egal im Training oder auch damals noch, wo ich mal gegen ihn gespielt habe in meiner Zeit noch. Darum freue ich mich einfach, dass er hier ist, dass er mit uns am Platz steht. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und Typ und dass er einfach so weitermacht, wie er es tut und einfach vorangeht und dann werden wir noch sehr viel Spaß haben an ihm die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Dann hier auf der linken Seite, yes please. Ja, was soll er anders sagen, wa? Just a second. Доброго дня. Так,
Питання від українських медіа. Хотілося б кілька слів про Шахтар, про вашого завтрашнього опонента. Як готувалися і wollen wir ein paar Wörter zu Schachtar Donetsk hören. Was können Sie über diese Mannschaft sagen? Wie liefen die Vorbereitungen auf dieses Spiel vor? Und wer sind vielleicht die besten Spieler von dieser Mannschaft? Klar, also im Grundsatz bereiten wir uns wie auf jeden anderen Auch das ist eine Frage an Trainer. Gegner vor. Wir haben jetzt noch nicht die volle Analyse gemacht, das kommt dann auch im Laufe des nächsten Tages, aber Donetsk ist eine gute Mannschaft mit einer guten Mischung aus ein paar sehr guten jungen Talenten, mit ein paar sehr erfahrenen Spielern, die was auch guten Fußball spielen wollen. Und ja, darum gilt es einfach für uns gut darauf einzustellen, unser Spiel durchzuziehen, dass wir am Ende dann auch einfach erfolgreich sein können. Dankeschön. Wo ist die nächste Wortmeldung? Keine. Nein? Keine weiteren Fragen? Doch, Manuel Bonke nochmal bitte. Conny, was ändert sich für euch oder für dich, wenn Daniel Perez hinten im Tor steht? Gegen Leverkusen war es ja auch schon der Fall. Wie gibt er sich im Training? Was macht er für einen Eindruck auf dich? Weil Manu Neuer ist ja jetzt auch wieder nicht mit angereist. Ich glaube, wie wir alle das gesehen haben, hat der Daniel ist sehr abgeklärt, sehr ruhig und sehr gut gemacht. Und da gilt es wie bei jedem anderen Spieler, mit dem wir am Platz stehen als Mannschaft, da gibt es volles Vertrauen, volle Unterstützung. Und wir probieren das einfach als Mannschaft ihm so leicht wie möglich zu machen und zu unterstützen. Aber so läuft es bei jedem an, der was mal reinrutscht, mal rausrutscht und der das einfach am Platz steht. Und wir als Mannschaft wollen das gemeinsam angehen, unser Spiel durchziehen und am Ende einfach gewinnen. Also ganz easy. Ganz easy also. Zu Daniel Perez, ja, ich finde es auch gut, wie er, wenn er auf dem Feld ist, präsent ist. Ja? Er applaudiert, er weist auch zu, er ist lautstark, hat da keine Scheu irgendwie. Man hat auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie nervös ist oder sowas. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Okay, Michael Schröer nochmal daneben bitte, ja. Zuletzt wurden schon die Gegner für die Club-WM ausgelost. Ist das ein Thema bei euch oder schiebt ihr das noch so ein bisschen vor euch her? Ja, wir haben auch alle die Auslosung gesehen. Wir wissen jetzt, gegen wen wir spielen, wann wir spielen. Und das war es dann auch schon wieder. Also das ist ja dann irgendwie noch so weit weg. Und jetzt haben wir gerade vorher geredet, wie viele Spiele noch bis dahin sind. Ich will es gar nicht auf. Wollte ich gerade sagen, also das ist noch ein halbes Jahr hin. Also was willst du da dir jetzt Gedanken machen? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Wir werden sehen, welchen Stellenwert es am Ende hat für die europäischen Clubs. Aber wie gesagt, das ist im halben Jahr. Also da macht man sich jetzt keine Gedanken. Aufzählen sind wahrscheinlich genügend. Darum haben wir das natürlich wahrgenommen, wie die Auslosung war. Wir haben uns die Gruppe mal angeschaut, mal die Standorte mal angeschaut, wo du spielst. Und dann schauen wir im Sommer, wie das alles wird. Prima. Vielen Dank, Conny. Bis soweit. Wir sind gleich zurück mit dem Trainer. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Conny, hau rein. Ja, Leute, kurz und schmerzlos. Reden fällt schwer. Vielen Dank an Conny. Fragen waren wieder so semi, aber gut. Ein bisschen was haben wir ja erfahren. Dass er lieber im Mittelfeld spielen würde. Was auch keine Überraschung ist. Da hat er auch seine Stärken, meiner Meinung nach. Aber das werden wir wohl nicht mehr erleben beim FC Bayern. Von daher, wohlweise Grüße gehen raus, Leute. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Ha ha ha.